So, Freunde, das Fortune Cup Finale findet also statt. Und ich hoffe, ich ziehe ein bisschen bessere Karten, hey, weil der USA muss ein Deck unbedingt upgraden. Der hat viel zu wenig Geschwindigkeit drin. Der ist so lahmarschig. Da bin ich halt wirklich ein bisschen darauf angewiesen, die richtigen Karten zu ziehen, zum richtigen Zeitpunkt. Das könnte schon eher was werden. Also, erst einmal 2 Karten spielen. Und den seid ihr jetzt mal verdeckt. Turbo Booster. So, zeig dich bitte, Geschützturmkrieger! Mit ein bisschen Boost, oh. Sehr gut. Ohne Synchrobeschwörung, Freunde, durchgehen. Ja, gut, schade. Hätte ja klappen können. So. Natürlich momentan nur Two-Boost auf dem Feld. Mit einer Gimbal-Synchronisierer. Bringt mir nix. Ja, wobei doch, ich könnte Grümpelkrieger rufen, das wird gehen. Na komm, scheiß drauf. Turbo Booster und. Was? Ja, Sternschardrache natürlich, Entschuldigung. Aber das falsch auswählen. Sternstaubdrache, komm und zeig dich bitte. Du. Ja, der ist jetzt sauer. Zu Recht finde ich auch. Und Angriff. So, Jack, versuch doch mal deinen Rotdrachen Erzunterwäldler zu rufen, na? Kann schwierig werden, nicht wahr, Kumpel? Ja. Stachelschraubenigel. Okay, kann man natürlich auch machen, aber erstmal Sterndrache. Oh. Muss das sein? Ja gut. Ist noch bis zur M-Phase. Das ist quasi wie Zauberkahn bei ägyptischen Göttern. Also im Anime zumindest. Wirkt nur einen Zug lang. Oder sie wirken gar nicht, da gibt's ja auch. Was? Achso. Nee. Moment, ich will da nichts nutzen. Synchro-Druckwelle. Ja. Was wäre, wenn uns irgendwie wieder so ähnlich wie bei Akisa er schafft, meinen Sternschardrachen zu zerstören? Nur durch seinen Rotdrachen Erzunterwäldler, dann wäre ich ein bisschen am Arsch. Ja? Also, die Karte ist noch nicht nötig, Freunde. Aber erstmal kann ich den noch setzen. Dann geben wir zum einen meine Zauberkarte nicht auf den Sack. Meine Fallenkarte, Entschuldigung. Und zum anderen muss er auf dem Friedhof. Ja gut, man den Scheiß nochmal. Bringt dir gar nichts, meine Power zu halbieren. Okay. Das
ist ein krasses Empfängermonster, bräuchte ich auch mal. Ach übrigens, hier, guck mal, oder ein Erzunterwäldler. Das hätte ich ihn gecallt. Problem ist nur, jetzt greifen wir einen Sternschubdrachen an, den kann nichts machen. Nein! Der Effekt nützt mir leider nichts, weil ich ihn ja mit Gerümpel synchronisiert gerufen habe. Ist der Effekt momentan leider ein bisschen doof. Warte mal, der hat doch irgendwie... Ja, so einen Scheißeffekt, den er hat. Was für ein Arsch, ey. Ich kann nichts machen. Jetzt können wir Grümpelkrieger brauchen. Synchronisierer, wo bist du? Ich brauch dich mal. Ernsthaft, jetzt kommst du? Ich hätte vorgebraucht. Nee, ich kann nichts machen. Das ist doch einfach zum Mäusemelken, ey. Es ist doch einfach scheiße, Mann. Ach ja. Seufz. Was zum Henker ist das wieder mal für eine Hand? Also die Fahnkarte ist gar nicht mal so schlecht. Die ist auch nicht übel. Dann werden wir noch stimmen. So, Hypersynchro wäre mal eine Idee. Aber erst für später. Und dann Schildflügel. So, nichts verbannen hier. Hier wird nichts verbannt. Niemand aus mir, nix. Was geht das Chamäleon? Der traut sich was, wa? Jo, ich setz mal den hier. Und ich rufe mal den hier. Ich hoffe, es klappt. Hypersynchron und Schildflügel. Ja, mir fehlen noch Stufe 2 Mons für Sternschubdrache, aber es sollte gleich hoffentlich funktionieren. Hallo! Lange nicht mehr gesehen, Kumpel. Hä? Wieso hat der Effekt nicht funktioniert? Dann kannst du in der Hand einen Empfängermann zum Typ Krieger mit 1500 oder weniger Dev und einem Friedhof hinzu. Ich hab Deck gelesen, Freunde.
Nicht Friedhof, sondern aus dem Deck rufen. Ah, super. Ey. Nun gut. Tempokrieger. Drück aufs Tempo. Mist. Das klappt auch nicht. Ja, der Effekt von Tempokrieger gilt nur für die Battlephase. Ja, ist der schon mal weg, aber bringt mir alles nichts. Oh Mann. Ah, warum musste er noch seinen scheiß Erzunterweltler rufen? Ist doch hier sonst so perfekt gewesen. Wie soll mit diesem Deck von Yusei überhaupt gewinnen, frage ich mich gerade. Jetzt kommt er schon wieder. Ich habe es einmal gesagt, Freunde, ich sage es immer wieder. Yusei fehlt es an Speed im Deck. Aber sowas von. Okay, check eigentlich auch, aber der hat irgendwie sonst einfach so ein verdammtes Kartenglück. Ne, Moment, stimmt gar nicht, er hat nur seinen Komik. Ja, wobei. Er hat nur sein Camelio mit seinem Effekt, aber wir haben ja ähnliche Effekte. Aber sonst generell ist es einfach zu langsam. Republik langsam würde ich einfach immer verlieren, so absichtlich, weil ich kriege zumindest noch ein paar Karten dazu. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, Leute. Hä? Das ist 80% die gleiche Stand, die ich vorhin hatte. BTF, Synchro Druckwelle, dringender Empfang, ja, ja, super. Alles schön, bringt mir alles nichts, alles Kacke. Ohne Empfänger wird das nichts, Freunde. Ich habe keinen Plan, wieso ich die Fallenkarte im Deck habe. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass Jack die irgendwie einsetzen würde. Oh, schön. Ja gut, also wenn ich jetzt Grümpel-Synchronisierer kriege, wäre darum zufrieden, weil dann wird es theoretisch aufgehen oder auch nicht. Doch, natürlich. Hat ja nichts damit zu tun. Wir kriegen zwar nicht direkt, aber kann selber rufen, ne? Das ist auch schön. So, direkt schon hypersynchron. Nee, da wäre jetzt Sterndrache zu rufen, wäre irgendwie ein bisschen schwierig. Gerümpel synchronisieren, das geht schon eher. Eventuell wieder irgendwelche Kombos auffahren, quasi den noch aufs Feld legen. Dann zerstört er alles, nachher rufe ich Gerümpel Synchronisierer und noch anderen durch den Effekt herbei. Könnt Gerümpelkrieg noch ein bisschen boosten und dann die Zerstörung oder die Druckwelle nutzen, das wäre eine Option. Ja, komm. Machen es mal so. Natürlich, warum auch nicht? Hypersynchro, natürlich ein cooles Monster, aber ich habe halt sonst nichts, was ich dafür opfern könnte. Ich meine, klar, Hypersynchron rufen. Dann habe ich hier Stachelschrauben, irgendwann mit seinem Effekt könnte ich zurückholen. Ja, mir fällt trotzdem noch Stufe 2. Also hätte ich jetzt Schildflüge noch im Feld, dann würde ich es machen. Dann würde ich mit Hypersynchron Sternschabdrachen rufen, aber geht leider nicht. So. Es geht leider nicht. Dann aktiviert doch bitte mal einen Effekt, damit ich Schildflügel rufen kann. Dessen Effekt wird negiert, ist mir aber gerade sowas von Piepschnurz egal.
Ja, vor allem ihn hier. So, Freunde, Synchrobeschwörung, zeig dich Gerümpelkrieger. So, Jack, und jetzt hast du aber richtig die Arschkarte. Okay, von mir aus, gönnt ihr. Synchro-Druckwelle. Und tschüss. So. Jetzt geht er natürlich davon aus, dass er jetzt Gerümpelsekunde sie angreifen würde. Aber warum? Weil der alleine bringt ihm auch nichts. Er braucht noch in die mindestens Stufe 5 Monster. Für eine nette kleine weitere Synchro-Beschwörung. Da wäre momentan ein bisschen schwierig bei ihm. Deswegen, Freunde, das klappt schon alles. So, noch ein Stachelschraubenigel. Und Gerümpelkrieger. So. Jetzt ist der Gerümpel synchronisiert wieder da, wo er hingehört. In meinem Friedhof. Und wartet auf seine Rückkehr. Ja, guck mal einen an. Zeig dich. Hypersynchron. Stachelschraubenigel. Angriffsmodus. Angriffsmodus. Und Kampfphase. Ne, noch nicht, den nutze ich später. Von mir aus gönnt ihr. So. Meine Igel! Angriff! Wieso eigentlich Igel? Sind eher so ein Hamster. Stachelschraubenhamster. So, jetzt aber. Dringender Empfang! Du, du, du. Und nochmal Sternstabdrache. Hello, Buddy. Das ist ein bisschen doof. Wir wollen jetzt ja direkt angreifen. Ja, meine Fallenkarte wäre natürlich genau dafür gewesen, damit ich verbannt werden kann. Scheiße. Hey, wieso ging jetzt eigentlich ein Effekt flöten vom Gerümpelkrieger? Ich dachte, der bleibt für immer. Oh, jetzt ist der schon wieder da, hey. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Okay, endlich mal eine gescheite Fallenkarte. Ich habe noch einen Stachelschraubenigel auf dem Friedhof. Okay, mal gucken. Erstmal kommt er zum Zuge. Mein mächtiger Schildkrieger. Nö, gönn dir. Ja, du darfst nicht. So, Freunde, Tempokrieger! Wir sind aufs Gas drücken hier. Bye bye, Zungenschwerplünderer. Oh, ernsthaft? Finsterer Bastler. Ja, so sieht er mal aus. Problem ist, das so bringt mir nichts. Das bringt mir schon eher was. Noch ein Stachelschraubenigel. Ja, jetzt wird es langsam eine lustere Runde.
Hä? Wird das ein Monster zerstört, was er angegriffen hat? Ach so! Dieser Sack. Na, warte, Freundchen, das kann ich auch. Erstmal stimmen. Warte mal, ein Hypersynchron, ja, glaub schon. Gehen langsam die Monster aus, Freunde. So, Schauschraubenigel. Hypersynchron. Und der lustige Geselle vom Friedhof. Come on. So, jetzt aber. Und da kommt der Drache Nummer 2. Sternschnuppdrache, bitte zerstör ihn. Nee. Aber ich mir nichts. Na, kommt mein Drache wieder schwächer zurück. Ja gut. Habe ich noch irgendwie eine Boosterkarte im Deck? Eine Zauberkarte oder sowas, um meinen Drachen zu boosten, wenn dann ganz praktisch. Und irgendwie ein desynchronisieren würde ich auch gerne nehmen. Nee, geht nicht, scheiße. Das Monster dazu ist ja bereits weg. Kacke. Wie kriege ich seinen verdammten Drachen weg? Geben und nehmen, ja, ich kenne die natürlich schon, ja, gar kein Thema. Das heißt, wenn ich nachher Hypersynchron damit nutzen würde, um nochmal einen Drachen zu rufen, müsste ich quasi seine Stufe anheben, nur um 1. Das ist das Problem. Weil ich habe kein Monster nur mit Stufe 1. Also im Deck habe ich es schon, Abstimmgeschirr, aber es ist gar nicht hier auf dem Feld. Einfach ziehe ich im nächsten Zug noch eine. Ah, ja, es ist schon spannender als zu Beginn des Zugs. Muss man zu Beginn des Zugs, Quatsch, zu Beginn des Duells natürlich. Nein, ich hab doch... Ist das ein Scheiß, wenn du einmal zu lange auf B bist? Weil ich will nicht entscheiden, dass die Meldung erscheint. Oh Mann, ich glaube, ich muss echt abbrechen. Das geht nicht mehr. Das ist so ein verquirlter Mist. Die Funktion quasi B gedrückt halten, um diese nervigen Meldungen zu unterdrücken. Ja, schon cool. Eigentlich, aber wenn das sowas dann halt einfach entgeht. Toll, hallo Abstimmgeschirr, jetzt bist du ja da. Du warst ein bisschen zu spät. Das war schon Zeitpunkt. Also muss ich schon mal den dritten Drache nachher rufen. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun, Freunde. So. Ja, der muss leider bleiben, das geht nicht anders. So, und den Effekt muss ich abbrechen. Mann, Jose, kannst auch mal eine vernünftige Karte ziehen, jetzt mal ganz im Ernst. Gut, ich habe keine andere Wahl, Freunde, ich muss leider so machen. Weil ich sehe nicht, was ich sonst machen kann.
So. Auf meinen dritten, letzten Sternenstabdrachen. Wird seinen Drachen zerstören. Er hatte noch einen im Deck. Im extra Deck, ob er ihn überhaupt rufen kann. Das haben wir dahingestellt. Aber ich habe nachher nichts mehr zu Defense, weil Sternstabdrache wird am Ende des Zuges dann vom Feld gefegt. Ich habe die Fallenkarte dafür nicht mehr. Um das zu verhindern. Ich hab die Einschraub Vogelscheuche noch, aber die ist ja auch eher so. Ja, toll. Weil man noch 2 von denen hat. Nee. Ja. So, jetzt muss ich eine ganz gute Karte ziehen. Warum? Warum tut mir das an? So. Leute, ist mir egal, wir machen jetzt so lange weiter, bis wir gewonnen haben. Auch dann dauert der Part halt länger. Weil das Problem ist, ich will nicht so lange für das ganze Let's Play brauchen. In der letzten Folge, oder vorletzte Folge, gab es nur ein Duell, was wir nicht mehr geschafft haben. Und nach diesem Duell wäre halt die erste Staffel von 5Ds vorbei und deswegen wir ziehen es jetzt durch. Not schneide ich ein paar Duelle raus oder so. Aber wir ziehen das jetzt durch. Bis wir Jack besiegt haben. In diesem Duell. In dieser Folge. Und diesem Duell logischerweise. So, dann will man sagen, nutzen wir mal ein bisschen Effekt von Tempokrieg, wollte ich Turbokrieger sagen. Ne, Tempokrieg natürlich. Da doppelt man so einen Grundbase-Angriffspower. So, weil das Vieh ist natürlich sehr nervig mit seinem Effekt. Ich weiß gar nicht, hatte Jack die Karte eigentlich schon im Anime damals, in der ersten Staffel? Ich glaube ja weniger, oder? So, Freunde, ich wäre langsam mal froh um ein Empfängermonster, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ah, okay. La 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 la. Oh, so geht es natürlich auch mit Stimmen. Ja, das Problem ist zweimal Stufe 4. Vom Feld, Hypersynchron. Ja, mir fehlt aber die Fallenkarte. Um zu verhindern, dass er nachher wieder abzischt. Deswegen eher gerne ein bisschen doof. Aber ein Schildkrieger am nächsten Zug wird auch helfen. Muss nur einer von beiden hier überleben. Mal gucken, was er da gesetzt hat. Ja, seht ihr? Doch was Brauchbares. Zumindest halbwegs. Hä? Das hat eh schon Stufe 8. Das ist mal ein typischer Jack Ettles Zug, ey. Nö, sehe ich nicht. Nee. Bleib schön da, wo du bist, Kumpel. Der Feuermeteor, ey. Verstärkung für die Armee, einen weiteren Krieger holen. Gerümpel synchronisieren oder irgendwie so ein Turm-Dingsbums. Aber gar nicht mal ein Deck, super. Ja, Festungskrieg wäre natürlich geil gewesen. Denken wir so, okay, ruf Gerümpelkrieger nach Festungskrieger, aber nee. Hat die UC keinen Bock drauf, ja gut. Wie viel Power hat er schon wieder? Okay, dann reicht's.
Genau, mit dem anderen Boosten bringt eh nichts. Da machst du doch einfach so. Synchrobeschwörung! Gerümpelkrieger! Zum Appell. Der hat so einen Empfängerklau, hey. Aber egal. Gerümpelkrieger, zerstör seinen Drachen. Bye bye. Tempokrieger, zerstör meinen Synchronisierer. Danke. So, was vergessen? Nö, läuft. You fucking kidding me? Und nochmal Verschränkung für die Armee. Oh, jetzt war ein Tempokrieger. Spielt der D-Synchro, ich glaub's nicht. Und vor allem, ich konnte die Monster nicht mehr zurück aufs Feld holen, das war natürlich der größte Witz in der Sache. Oh nee. Jetzt kann er also den Effekt nicht nutzen. Warte mal, er hat gar keine, er braucht ja ein Monster. Wie war das schon wieder? Ja, genau. Mit 0 Def. Das Problem ist, der hat zwar den Zahnkranz, aber ist ein Empfängermonster. Bringt ihm also nichts. Hypersynchron rufen. Ne, das wäre zu früh. Das wäre definitiv zu früh. Verstehe schon quasi als Finisher-Move, aber nee. Nicht solange ich da meine Fallenkarte habe. So, bye bye Chamäleon. Und bald schon bye bye Jack. Nee. Will ich nicht. Aus. So was von unhöflich. Nein. Scheiß Feuermeteor. Guck mal an, da kommt sie ja. Ein bisschen spät, muss ich leider zugeben. Da muss man noch einen Zug abwarten, bis er den rufen kann. So, ich mache das jetzt. Also. Relativ simpel. Und zwar hier oben. So, Gerümpelkrieger. Da bieten wir einen Angriff. Dankeschön. Ja, jetzt wollte ich noch die Kombi zeigen, aber mit Kaiserlich Eisenmauer und Hypersynchron. Weil eigentlich dürfte dann im Sternschandrachen nichts passieren, wenn er durch Kaiserliche Mauer nicht weggeschickt werden kann. Müsste er auf dem Feld bleiben. Klar, jetzt aber sich mehrere im Deck, vorhin nicht. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt bringt der scheiß Feuermeteor mir auch nichts mehr. Weil Jack weniger als 3000 Lebenspunkte hat. So, Freunde, dann noch einmal der Sternstaubdrache. Nun denn. Und tschüss. So, und jetzt sehen wir, der Sternstaubdrache gar nicht vom Feld fliegen, weil die Fallen kann noch vom Feld haben. Theoretisch zumindest. Was durch die Intensität des Duells wurde der rote Drache endlich beschworen. Das ist Zeichen! Ich weiß, wer der 5. Auserwählte ist. Echt? Wie aufregend. Das ist richtig, Lazar.
Nachdem der feuerrote Drache erfolgreich beschworen worden war, offenbarte Rex Goodwin, dass er der letzte Auserwählten war, was eine knallharte Lüge war. Zerstörung von New Dominion City, das wäre kacke. Also okay bei dir? Bin geschlagen. Nein! Wir sind in Gefahr. New Dominion City und Settler werden zerstören, wenn wir uns nicht zusammentun, um das zu verhindern. Unmittelbar nach ihrem epischen Duell wurde Josei zum Champion erklärt. Endlich, Mann! Was, einen zweiten roten Herzunterwäldler? Okay. Freunde, das war's. Mit der Folge, aber auch mit der ersten Staffel der Kampagne zu Yu-Gi-Oh! 5Ds. In diesem Part schauen wir aus mit der zweiten Staffel und das wird hoffentlich auch sehr, sehr spannend werden. Das wird, glaube ich, bis ungefähr hier hingehen. Ja, bis hierhin. Hier kommt die dritte Staffel. Und da bin ich ein bisschen unsicher, wann die vierte begann, weil irgendwann haben wir, glaube ich, mal abgestellt mit dem Anime. Hatte 5Ds überhaupt 4 Staffeln oder war es nur 3? Ich glaube, es waren 4, aber ich glaube, hier wurden sowieso einiges rausgeschnitten. Alter, das Duell wird lustig, hey. Oh, naja. Egal. Freunde, ich sage danke fürs Zusehen. Hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Kampagne zumindest. Dann, wenn wir irgendwann mal durch sind mit 5Ds, hätten wir dann vermutlich, ja, die Hälfte des Spiels durch. Das wäre schön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.